et à tous, merci beaucoup de votre présence. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui ce soir. Merci d'être là et je me réjouis beaucoup de la soirée qui va venir. Quelques mots sur la Société pour les peuples menacés qui organise cette soirée avec la collaboration de représentants et d'associations de la communauté tibétaine. La Société pour les peuples menacés, c'est une voix indépendante pour les minorités et les peuples autochtones. Et notre but, c'est de travailler sur des initiatives locales en faveur des droits humains et en partenariat avec les personnes qui sont directement concernées. C'est un travail direct avec les personnes qui sont concernées pour lutter contre les violations des droits humains. La Société pour les peuples menacés a un lien très étroit avec les communautés tibétaines et le Tibet, puisque la première campagne de la Société pour les peuples menacés était justement sur la question du Tibet. Et j'aimerais vous raconter une anecdote pour ouvrir cette séance. Le 10 mars dernier, le 10 mars de cette année, j'étais sur la place des Nations avec peut-être d'autres personnes ici aujourd'hui pour commémorer un triste événement, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui s'étaient soulevés pour l'indépendance du Tibet en 1959 et qui ont été réprimés dramatiquement par la violence et le sang. Et pendant cette manifestation sur la place des Nations à Genève, devant l'Organisation des Nations Unies, j'ai pas remarqué, mais à l'issue de la manifestation, j'ai appris par le Tagessan Zeiger que pendant la manifestation, il y avait des espions chinois qui ont suivi et photographié des personnes qui étaient présentes pendant la manifestation. Et ça montre bien que ça arrive en Suisse. C'est en Suisse que ça se passe. Depuis 5 ans, l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine a été signé et ça a eu des impacts, des répercussions sur les droits des Tibétaines et des Tibétains ici en Suisse aussi, à commencer par la difficulté de se déplacer et de voyager. Et pourtant, en Suisse, c'est la plus grande communauté tibétaine de l'Europe. C'est de ça qu'on va parler ce soir, de ces répercussions, des possibilités d'action, des possibilités de changement. Et pour ça, je passe tout de suite la parole à Angela Matli, qui est chef de campagne à la Société pour les peuples menacés, minorités et discrimination, et qui va animer la soirée. Wir sind sehr froh, dass wir dich seit ein paar Wochen als Präsidentin haben dürfen. Das war ein super Einstand und so machen wir gerne weiter. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Angela Matli. Ich bin bei der Gesellschaft für bedrohte Völker als Kampagnenleiterin angestellt, arbeite vor allem im Moment zu Tibet und den Minderheiten in China und habe die Ehre seit etwa Dezember mit ganz vielen tollen Leuten, die alle hier sind, zusammen diese Kampagne zu machen. Diese Kampagne wurde am 9. März dieses Jahr lanciert mit einer großen Pressekonferenz. Wir haben einen Bericht gemacht, der Dominik Blumenthal dann später kurz vorstellen wird. Es geht spezifisch darum, anzuschauen, genau hinzuschauen, was ist in den letzten 5 Jahren genau passiert, seit die Schweiz dieses sogenannte Freihandelsabkommen mit China unterzeichnet hat. Dieses Freihandelsabkommen ist eine sehr lange Geschichte, wo wir schon seit mehreren Jahren eigentlich daran sind. Schon im Vorfeld gab es eine sogenannte Gruppe, die hieß China-Plattform. Es waren verschiedene Hilfswerke, NGOs, auch die Gesellschaft für Schweizerische-Tibetische Freundschaft war dort, wo wir immer wieder unsere Anliegen versucht haben zu deponieren. Aber leider hat es nicht viel genützt. Menschenrechte ist auch dort ein Fremdwort innerhalb dieses Abkommens. Und nichtsdestotrotz, wir haben hingeschaut, wir haben Monitoring gemacht und die Ergebnisse sehen Sie jetzt in diesem Film. Tôi chỉ được đó
Tugbal Tanichila, Mali Banab di Jalok Kanera Pankalo Kanado, Jemi the Parke Mobo Shana Kaban Jami Parno Pemotes. Share Marobani, Mazanyam some of the Kuke Pachindi goes for Tanita de and the Dodi Wakuchiros. The Jalakas of that is that on Chum. The David in the Consider Tandem. Ramonova, the Swiss, the shop, the Ramonova, the Jelly, Tarom has mine, Taran Toss, Mercy with the energy chas for those over the others of the way. Manzu de la Chidan, the Levo, Tumse, Tochita, Rangi. Hello, something Sunday, maybe Tambodi, maybe Suzuki, get of the Nova, what you know. The day, the largest umbrella, meeting Chick Hello, Kari made Hamaquach, as a meeting, Kari. The Muzunga member Chiti, Kapalati, Susulape, Hasa, Sabella, Chitalota, Topic to Vor 4 Jahren hat das Staatssekretariat für Migration die Herkunftsbezeichnung geändert. Und das heisst, dass man nicht mehr das Herkunftsland Tibet hat, sondern Neues China. Wenn mich jemand fragt, von wo ich bin, dann sage ich ganz klar, ich bin Tibeterin. Wenn mir dann jemand sagt, aber Tibet ist ja ein Teil von China, in dem Fall bist ja du eigentlich Chinesin. Dann kann ich dem einfach nicht entsprechen, weil China hat Tibet besetzt. Jedes Mal, wenn ein offizieller Vertreter von China vor Ort ist, werden eigentlich unsere Grundrechte, sprich Versammlungsfreiheit oder Meinungsäußerungsfreiheit, wirklich stark eingeschränkt. In Basel zum Beispiel ist die chinesische Botschafterin bei einem kulturellen Austausch vor Ort und hat eine Rede gehalten. Und da haben wir wirklich einen friedlichen, stillen und gewaltfreien Protest ausgeübt. Wir waren ruhig, wir haben einfach Schilder aufgehängt und an diesem Tag sind wir von chinesischen Sicherheitskräften gewaltsam niedergestreckt worden. 很高兴，我们能有机会在发表相关的促进全球气氛。Beim offiziellen Staatsbesuch von Xi Jinping waren wirklich junge Männer und Frauen, Schweizer Staatsbürger, von der Polizei gewaltsam niedergestreckt, gefesselt und abtransportiert worden. Jenny Banjar Chimori, Jacob Chimori, Tilas, Pele, also Papa, the capture, Janasula College in a Morgotachi, the Soda, some country no chain on the Jacob, sometimes the Jacob is the Menschenrechte stehen nicht zum Verkauf, auch nicht im Freihandelsabkommen mit China. Die Aufforderung ist klar. Petition unterschreiben, Petitionen mitnehmen, verbreiten, dass wir ganz viele Unterschriften haben, die wir dann im September überreichen werden, dem Bundesrat und dem Parlament. Aber warum wir das genau machen müssen und was genau hinter den verschiedenen Forderungen steckt, das möchte ich gerne weitergeben. Das Wort an Dominik Blumenthal. Dominik macht bei der Gesellschaft für bedrohte Völker ein Praktikum und hat mich sehr bei diesem Schreiben des Berichts unterstützt. Er ist ein sogenannter Mitautor, wie viele andere, die hier im Raum sind auch. Aber Dominik ganz speziell. Und dann sag uns doch mal, was steht in diesem Bericht und um was geht es heute Abend. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, der im März publizierte Bericht der Gesellschaft für bedrohte Völker setzt sich zum Ziel, die Situation und die Probleme der tibetischen Gemeinschaft in der Schweiz zu dokumentieren.
Der Bericht entstand in enger Zusammenarbeit mit den 4 Tibet-Organisationen, mit denen wir gemeinsam eine Kampagne für die Grundrechte der Tibeterinnen und Tibeter führen. In unserem Bericht werden die Entwicklungen in mehreren für die tibetische Gemeinschaft bedeutenden Bereichen dokumentiert. Es sind diese Geschichte mit der Herkunftsbezeichnung, das Thema Überwachung und das Thema freie Meinungsäußerung, das auch im Video angesprochen wurde. Methodisch haben wir einen qualitativen Ansatz verfolgt, das heißt, wir haben eine Literatur- und Zeitungsrecherche durchgeführt und 14 Aktivisten mit tibetischem Hintergrund zu den 4 Problemfeldern befragt. Mit dieser Methode haben wir versucht, die Innensicht der Tibeterinnen und Tibeter möglichst gut wiederzugeben. Unsere Untersuchung beginnt im Jahr 2013, weil in diesem Jahr das Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und China unterzeichnet wurde und unsere Fragestellung lautete, welche Auswirkungen denn diese wirtschaftliche Annäherung zwischen der Schweiz und China auf die tibetische Diaspora hat. Im Rahmen meiner kurzen Präsentation jetzt werde ich die wichtigsten Erkenntnisse unseres Berichts zusammenfassen. Der Ablauf sieht wie folgt aus. Zuerst werde ich ein paar Worte zur tibetischen Gemeinschaft in der Schweiz sagen. Dann werde ich vor allem auf die Themenfelder freie Meinungsäußerung sowie Kontrolle und Überwachung eingehen und am Schluss noch unsere Forderungen vorstellen. Zur tibetischen Gemeinschaft in der Schweiz. Tibet wird seit über 60 Jahren von China besetzt und unterdrückt. Der tibetische Aufstand von 1959 wurde brutal niedergeschlagen und führte zur Flucht des Dalai Lama und viele Tausende seiner Landsleute. Die Menschenrechtssituation in Tibet ist nach wie vor prekär und sie hat sich unter dem jetzigen chinesischen Präsidenten Xi Jinping sogar noch weiterhin verschlechtert. Somit entstand eine große tibetische Diaspora. Außerhalb von Tibet leben insgesamt rund 145.000 Tibeterinnen und Tibeter, davon rund 7.500 in der Schweiz, womit das, wie das Lisa Mazzone bereits gesagt hat, die größte Exilgemeinschaft Europas ist. Diese Sonderbeziehung zwischen der Schweiz und Tibet begann in den 60er Jahren, als die Schweiz als erstes europäisches Land tibetische Flüchtlinge aufnahm. Die Tibeterinnen der Schweiz gelten als gut integriert und sind auch in mehreren Vereinen aktiv organisiert. Allerdings bekommen sie in den letzten Jahren eine Veränderung des politischen Klimas zu spüren. Durch die China-freundliche Haltung der Schweiz geraten sie zunehmend unter Druck. Das zeigt sich in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel bei der freien Meinungsäußerung, die immer öfter eingeschränkt wurde. Es ist in der Schweiz nicht mehr immer möglich, sich frei zur Situation in Tibet zu äußern. Ein anschauliches Beispiel dafür liefert sicherlich der Staatsbesuch von Xi Jinping im Januar 2017, wo die Versammlungsfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit der Tibeterinnen und Tibeter deutlich eingeschränkt wurden. So wurden zum Beispiel Tibet-Flaggen auf den Zufahrtswegen in die Stadt Bern im Auftrag der Polizei entfernt. Das stellt eine deutliche Verletzung dieses Rechts auf freie Meinungsäußerung dar. Weitere Beispiele für solche Verletzungen haben wir im Bericht ausführlich dokumentiert. Ich werde jetzt aus Zeitgründen nicht im Detail darauf eingehen. Was bei all diesen Beispielen deutlich wird, ist, dass chinesische Behörden die tibetische Diaspora in der Schweiz kontrollieren und versuchen, deren Aktivitäten zu beeinflussen und zu verhindern. Womit wir auch beim Thema des heutigen Abends angekommen wären, nämlich die Überwachung und Kontrolle der tibetischen Diaspora durch China. China hat sich in den letzten Jahrzehnten zur wirtschaftlichen und politischen Weltmacht entwickelt.
Und die Anstrengungen der chinesischen Regierung, diese Machtansprüche auch weltweit geltend zu machen, verstärken sich. Einerseits führt China eine weltweite Imagekampagne, könnte man sagen, die oft mit dem Begriff der Soft Power beschrieben wird. Über Konfuzius-Institute zum Beispiel versucht die Volksrepublik China ein positives Image von sich zu schaffen. In der Schweiz gibt es auch bereits 2 Konfuzius-Institute. Doch China kennt auch andere Mittel der Einflussnahme. So traten zum Beispiel Einschüchterungsversuche an der UNO zum Vorschein. Eindrücklich ist sicherlich der Fall von Golok Jigme, dem tibetischen Mönch, der im Kurzfilm vorkommt und heute Abend auch anwesend ist, was mich sehr freut. Zum anderen geschieht die Kontrolle der tibetischen Exilgemeinschaft vor allem auf dem digitalen Weg. Die Aufdeckung des GhostNet-Systems, bei welchem über 1300 Geräte in 130 Ländern von Viren befallen waren, zeigen die weltweite Dimension dieser chinesischen Kontrolle. Schließlich kennt Peking auch die klassischen Mittel der Überwachung. In Schweden wurde erst kürzlich aufgedeckt, dass ein chinesischer Spion die dortige tibetische Gemeinschaft über Jahre hinweg infiltriert hatte. Aber auch im Schweizer Kontext gibt es mehr und mehr Hinweise darauf, dass die tibetische Diaspora das Ziel von Überwachungsversuchen ist. Der Nachrichtendienst des Bundes hielt in seinem Lagebericht 2016 fest, dass das selbstbewusste und folgende Verhalten Chinas insbesondere auch auf die tibetische Exilgemeinschaft hin bemerkbar sei. Aktivitäten und Kundgebungen von Tibetern werden mit großer Wahrscheinlichkeit überwacht und zum Beispiel fotografiert, und mittels Cyberangriffen wird versucht, das tibetische Netzwerk zu unterwandern. Diese Einflussnahme führt zu einer großen Verunsicherung und Einschüchterung der tibetischen Exilgemeinschaft in der Schweiz. In der laufenden Sommersession erkundete sich Nationalrat Balthasar Glättli mit einer parlamentarischen Frage beim Bundesrat, welche Maßnahmen die Schweiz zum Schutz der Privatsphäre der tibetischen Gemeinschaft überhaupt treffe. In seiner Antwort bleibt der Bundesrat sehr zurückhaltend. Er betont jedoch, dass die zuständigen Behörden die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte haben. Ja, somit komme ich auch bereits schon zu den Forderungen, die wir auf Basis von unseren Recherchen aufgestellt haben und die auch in einer Petition niedergeschrieben sind. Mit der Petition fordern wir den Bundesrat dazu auf, sich stärker für die Menschenrechte in Tibet einzusetzen und den Dalai Lama in seinem nächsten Schweizbesuch, was nächsten September der Fall ist, offiziell zu empfangen. Zudem fordern wir die Schweizer Behörden dazu auf, die Meinungsäußerungsfreiheit zur Situation in Tibet zu garantieren, Alternativen zur Herkunftsbezeichnung China zu finden, sich für die Einhaltung der Bewegungsfreiheit von hier lebenden Tibetern stark zu machen, sowie den Schutz vor Überwachung und die Einhaltung der Privatsphäre für Tibeter und Tibeter in der Schweiz zu gewährleisten. Unsere Petition haben bisher rund 5000 Personen unterschrieben und wir werden sie, wie das Angela gesagt hat, im September einreichen. Wir sind sehr froh, wenn Sie unsere Petition auch unterstützen und unterschreiben. Ja, so viel von meiner Seite. Ich danke für die Aufmerksamkeit und übergebe wieder an Angela Mantle. Dann würde ich gerne meine Podiumsgäste nach vorne bitten. Hier gibt es Plätze frei für diejenigen, die stehen. Es hat in der ersten Reihe, aber so ist es halt.
nochmals herzlich willkommen. Wir gehen nun in die Diskussion und ich werde euch heute Abend meine Gäste vorstellen. Wenn ich es dann finde. Wir haben hier Kezan Yalcin. Kezan Yalcin ist der ehemalige Sondergesandte des Dalai Lama für Europa und lebt in der Schweiz. Dann habe ich hier Barbara Gysi. Barbara Gysi ist Nationalrätin der SP im Kanton St. Gallen und auch Mitglied der parlamentarischen Gruppe Schweiz-Tibet und unterstützt uns in dieser Kampagne sehr. Für das mal herzlichen Dank. Dann habe ich Paolo Bernasconi. Guten Abend. Paolo Bernasconi ist ehemaliger Titularprofessor an der HSG und Rechtsanwalt in Tessin. Und dann habe ich hier Palmo Brunner. Palmo ist Doktorandin für Politikwissenschaften an der Universität in Zürich und ehemalige Präsidentin des Vereins Tibeter Jugend in Europa und auch eine sehr wichtige Stütze in dieser Kampagne. Hallo Palmo. Und nun möchte ich gerne in die Diskussion eingehen und meine erste Frage geht eigentlich an Herrn Yalcin. In der Antwort des Bundesrates in den letzten 2 Jahren kam immer wieder zur Sprache, dass die Situation in Tibet bezüglich Menschenrechte, Minderheitenrechte sich massiv verschlechtert hat. Wie sieht diese Situation gegenwärtig aus und was erwarten Sie in den kommenden Jahren für Tibet? Zuerst möchte ich mal der Gesellschaft für bedrohte Völker herzlich danken, dass Sie diese Veranstaltung organisiert haben. Wir werden wahrscheinlich im Verlauf der Diskussion sehen, wie wichtig und notwendig Öffentlichkeit für die Lage des tibetischen Volkes ist. Und was die Menschenrechtsverletzungen in Tibet betrifft, sie sind massiv, sie sind andauernd und die Menschenrechtsverletzungen haben sich seit eben Präsident Xi Jinping, wie gesagt wurde, an der Macht gekommen ist, hat sich die Menschenrechtsverletzungen intensiviert und verschlimmert. Aber die Menschenrechtslage in Gesamtchina ist auch schlechter geworden seit einiger Zeit. Aber was die Menschenrechtsverletzungen in Tibet besonders und speziell macht, ist, dass die Menschenrechtsverletzungen in Tibet nicht Menschenrechtsverletzungen von Individuen sind, sondern die Rechte eines ganzen Volkes verletzt werden. Beispielsweise, wenn ein Tibeter in Tibet den Gebrauch von der tibetischen Sprache fördern will und fordert, oder wenn ein Tibeter die Ausübung seiner buddhistischen Religion fordert, oder wenn die Tibeter ihre Umwelt, von denen viele wir als heilig betrachten, wenn wir diese Umwelt schützen wollen vor Abbau und vor Raubbau, all das führt dazu, dass die chinesische Regierung in diesen Aktivitäten Verletzungen des chinesischen Rechts ansieht. Und wenn man eben die Politik der chinesischen Regierung seit über 60 Jahren betrachtet, dann ist die Politik der chinesischen Regierung immer von der Angst und von der Besorgnis abgeleitet, dass die Tibeter sich eines Tages abspalten könnte. Warum? Weil
Tibeter eben keine Chinesen sind, weil Tibeter eine eigenständige Kultur, Sprache, Religion und Geschichte haben. Und in dieser Eigenständigkeit der Kultur, Religion, Sprache und Identität sieht die chinesische Führung eine Gefahr, dass Tibet sich abspalten könnte. Vor diesem Hintergrund ist die Politik der chinesischen Regierung seit bald über 60 Jahren lang immer darauf ausgerichtet gewesen, diese Kultur, diese Sprache, diese Religion zu unterminieren, zu untergraben und letztendlich zum Verschwinden zu bringen. Beispielsweise jetzt der 4. Monat im tibetischen Lunarkalender gilt als ein speziell religiös sehr wichtiger Monat. Das ist der Monat, an den die Buddhisten glauben, dass der Buddha geboren, Erleuchtung erlangt und ins Nirvana eingegangen ist. Und während dieses Monats ist es üblich, dass Tibeter Klöster besuchen, Tempel besuchen, dass man viel mehr sich der Religion nachgeht. Aber die chinesischen Behörden haben im Mai war das, Erlasse erlassen, wo die Eltern aufgefordert wurden, die Kinder nicht zu Klöstern und Tempeln mitzunehmen, wo religiöse Veranstaltungen untersagt wurden und so weiter. Dann ein weiteres Beispiel ist, glaube ich, am 22. Mai ist ein junger 33-jähriger Tibeter zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Was hat er verbrochen? Er ist von seinem Ort nach Beijing gereist, um dort Gerichtsverfahren gegen lokale Beamten einzuleiten, weil in den tibetischen Gebieten die tibetische Sprache nicht gelehrt und unterrichtet wurde. Und er hat versucht, auch beim chinesischen Staatsfernsehen eben auf dieses Problem aufmerksam zu machen, weil seine Bemühungen erfolglos blieben, hat er dann einen Korrespondenten von New York Times kontaktiert und ihm seine Geschichte erzählt. Und durch diese Bekanntschaft ist ein kurzer Dokumentarfilm entstanden, wo eben dieser Tibeter, Tashi Wangju, über seine Mission berichtet und über seine Sorge, dass die tibetische Sprache in tibetischen Gebieten nicht unterrichtet und beachtet wird. Und aufgrund dieser Aktivität ist er verhaftet worden und beim Verfahren als Beweis für sein Verbrechen hat man nur dieses Dokumentarfilm von dem New York Times Korrespondenten vorführen können. Und seine Aktivitäten wurde als Aufwicklung zum Separatismus betrachtet und so wurde er zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Man kann nicht alle diese Menschenrechtsverletzungen, die in Tibet stattfinden, aufzählen. Beispielsweise die Bewegungsfreiheit der Tibeter ist sehr stark eingeschränkt. Ich glaube, 2017 hat die tibetische Behörde in der autonomen Region Tibet Zahlen veröffentlicht, wo Millionen von Chinesen Tibet besucht haben. Aber die Tibeter in Tibet selbst, zum Beispiel die Tibeter, die außerhalb der autonomen Region Tibet leben, die haben sehr, sehr schwer nach Straße zu reisen, um dort ihre Tempel und Klöster aufzusuchen. Sie müssen 4, 5 Schriften einholen, bevor sie überhaupt diese Reise antreten können. Wenn wir heute reisen
auf Flughäfen und überall sehen Sie ja so viele chinesische Touristen. Und es ist gut, dass die Chinesen auch ins Ausland reisen können. Aber bei den Tibetern werden die Reisepässe kompliziert. Es gibt kaum ganz wenige Tibeter, die in die Außenwelt reisen können. Jene Tibeter, die einen Pass beantragt haben und auch ausreisen konnten, beispielsweise Anfang dieses Jahres hat der Dalai Lama in Bodh Gaya religiöse Belehrungen gegeben. Die Tibeter, die wurden von ihren Angehörigen in Tibet angerufen und gesagt, sofort zurückkommen. Sonst haben unsere Kinder Schwierigkeiten, die Schulen zu besuchen, sonst werden wir von unseren Arbeitsplätzen, wir verlieren unsere Arbeitsstelle und so weiter und so fort. Also die Tibeter, wenn es heutzutage Tibeter gibt, die Tibeter von Tibet, die ins Ausland reisen, sind es meistens tibetische Funktionäre, die die Aufgabe haben und die diese Aufgabe nachgehen müssen, um ihre Familie in Tibet zu schützen. Die Propaganda der chinesischen Regierung über ihre Tibet-Politik an den westlichen Parlamentarier, Zeitungsleute und Thinktanks zu verkaufen. So die Menschenrechtsverletzungen in Tibet sind eben, wie ich gesagt habe, es ist massiv andauernd. Was für einen Ausblick gibt es für die Zukunft von Tibet? Ich war kürzlich in Dharamsala und es gibt von der tibetischen Exilregierung eine Taskforce, das sich mit der Situation in Tibet und mit den Aussichten eines Dialogs mit der chinesischen Regierung beschäftigt. Und in dieser Taskforce haben wir Tibeterinnen und Tibeter, die in Tibet geboren sind und die in Tibet aufgewachsen sind und auch zum Teil in chinesischen Universitäten ausgebildet sind. Also diese sind Tibeter, die Chinesisch sprechen und daher auch die chinesische Politik in Bezug auf Tibet in chinesischer Sprache verfolgen und analysieren. Unter den Tibetern scheint mir, dass es zwei Ansichten gibt. Es gibt eine Gruppe, die hoffnungsvoll sind, dass in nächster Zeit Bewegung in der Tibet-Frage kommen könnte. Und diese Gruppe basiert ihre Zuversicht vorwiegend auf den familiären Background von Präsident Xi Jinping. Präsident Xi Jinpings Vater, Xi Zhongxun, war ein chinesischer Führer, der in den 50er und 60er Jahren mit der Tibet-Frage beschäftigt hat. Und Xi Zhongxun, Xi Jinpings Vater, kannte auch seine Heiligkeit, den 14. Dalai Lama, als er 1954 in China war. Er war einer der Betreuer der tibetischen Delegation. Und vor allem war Xi Jinpings Vater, Xi Zhongxun, ein sehr enger Freund des verstorbenen Panchen Lama. Und die meisten Tibeter, die Xi Jinpings Vater kannten, sagen, dass Xi Jinpings Vater zu den wenigen hohen chinesischen Funktionären gehört haben, die Verständnis für Minderheiten und insbesondere für das tibetische Volk gezeigt hat und auch eine gewisse Sympathie gegenüber dem tibetischen Volk gebracht hat.
Und es heißt auch, dass Xi Zhongxuans Mutter ein gläubiger Buddhist ist. Und vor diesem Hintergrund sind einige Kollegen von mir zuversichtlich und hoffnungsvoll, dass doch in näherer Zukunft Bewegung unter Xi Jinpings Führung auch in der Tibet-Frage stattfinden könnte. Dann die andere Gruppe, und dazu gehöre ich selbst. Ich kann nicht Chinesisch, und wenn ich die Berichte und die Einschätzungen von westlichen China-Beobachtern und China-Experten lese, da habe ich wenig Hoffnung, oder diese Gruppe hat wenig Hoffnung, dass unter Xi Jinping etwas Konstruktives, Positives in Bezug auf Tibet geschehen könnte. Wie bereits erwähnt wurde, ist seit Xi Jinping an der Macht ist die menschenrechtliche Situation in Gesamtchina und insbesondere in Tibet und dann im Xinjiang, wo die Uiguren zu Hause sind, hat sich dramatisch verschlechtert. Aber eine positive Seite gibt es in Bezug auf das Verhältnis zwischen Tibeter und Chinesen. Unter den Chinesen, die mehr Verständnis, mehr Sympathie und mehr Solidarität für Tibet zeigen, die Anzahl wächst. Beispielsweise heutzutage kommen wöchentlich sicher eine Anzahl von 15, 20 Tibeter Chinesen aus Mainland-China, also aus Festland-China, nach Dharamsala, um den Belehrungen seiner Heiligkeit beizuwohnen, um auch mit seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, eine Audienz zu haben. Und unter diesen Chinesen gibt es einige, die auch Kontakte zu der Führung in Peking haben. Und diese Chinesen sind auch zuversichtlich, dass in naher Zukunft, wenn die Situation günstig ist, in Anführungszeichen, dass auch in der Tibet-Frage Bewegungen finden kann. Und zu diesen positiven Entwicklungen, auch in China selbst, nimmt die Zahl der von jungen Chinesinnen und Chinesen, die ein Interesse gegenüber dem Buddhismus bringen, stark zu. Unter den Millionen von Chinesen, die nach Tibet als Touristen reisen, gibt es immer eine wachsende Anzahl von Chinesen und Chinesen, die nicht allein als Touristen nach Tibet kommen, sondern als Pilgerinnen und Pilger, um die heiligen buddhistischen Städte aufzusuchen, um die Klöster aufzusuchen. Und viele tibetische Klöster sind wieder aufgebaut und renoviert worden mit Spenden von chinesischen Buddhisten. Also unter den Chinesen, ich würde sagen, auf der Ebene der Regierung, der chinesischen Regierung, ist nach wie vor die Politik der chinesischen Führung in Bezug auf Tibet sehr, sehr unnachgiebig und sehr hart. Aber in den letzten 20 Jahren auf der gesellschaftlichen Ebene in China hat sich positive Veränderungen stattgefunden. Das Bild der Chinesen von Tibet hat sich in den letzten 20 Jahren sehr positiv verändert. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass es doch gewissen Anlass zur Hoffnung besteht. Herzlichen Dank für diese Einführung ins Thema, was ich sehr wichtig finde. Barbara Wiesig beschäftigt sich auch schon seit ein paar Jahren mit der Situation vor allem von den Tibeterinnen und Tibetern in der Schweiz.
Wie würdest du im Moment das Verhältnis zwischen der Schweiz und Tibet bezeichnen? Es gibt im Facebook ja verschiedene Beziehungsstatus, Heirat, Beziehung, it's complicated, Scheidung. Wo stehen wir? Ja, guten Abend. Ich bin sehr froh, dass diese Veranstaltung heute stattfindet und ich denke auch dieser Film, der zu Beginn gezeigt wurde, der ist sehr wichtig, weil er eben nicht nur mit Worten, sondern eben auch mit Bildern spricht. Ich möchte nicht einen Facebook-Status Bezeichnung nehmen, weil ich glaube, die würden alle auch gar nicht passen. Und ich muss sagen, es ist eben nicht so ganz einfach, das zu beschreiben. Für mich gibt es wie zwei Bereiche oder zwei Beziehungsstaaten, wenn ich das vielleicht so sagen darf. Weil einerseits nehme ich in der Schweizer Bevölkerung nach wie vor eine sehr, sehr große Sympathie wahr, Tibeterinnen und Tibetern gegenüber. Zum Teil natürlich auch viel Nichtwissen, aber ich denke grundsätzlich ist die tibetische Gemeinschaft sehr gut verankert in der Schweiz, im Alltag, in den Begegnungen, glaube ich, ist das wirklich sehr positiv, auch wenn ich eben sehe, wie viele auch Schweizerinnen und Schweizer sich engagieren für die tibetischstämmige Gemeinschaft. In der Politik stelle ich fest, dass doch sich die Beziehung auch verändert hat. Das hat eben mit diesem langen Schatten Chinas auch zu tun, bin ich überzeugt, auch wenn das die offizielle Schweiz so in Abrede stellen würde, aber gerade wenn man sieht, dass eben in den letzten Jahren sich doch einige Sachen eben wirklich verschlechtert haben, sei es diese Bezeichnung, dass heute in den Ausweisen eben alle Tibeterinnen und Tibeter aus der Volksrepublik China kommen. Diese Änderung, das hat meines Erachtens ganz klar wirtschaftliche Gründe und eben auch damit zu tun, dass China Druck gemacht hat. Auch die Situation, dass man im Bereich der Flüchtlinge, ich sage jetzt mal, eine Normalisierung vielleicht gemacht hat. Früher war man offener, war man etwas pragmatischer und hat vielleicht auch mal ein Auge zugedrückt. Heute ist das nicht mehr der Fall. Da wird sehr, sehr genau geschaut und eine wirkliche Gleichbehandlung mit allen anderen Gruppen eben auch gemacht. Also von daher ist vielleicht die positive Situation, die früher war, hat sich wirklich verschlechtert, aber ich denke wirklich von der Grundstimmung ist sie nach wie vor positiv, aber es ist halt stark davon überlagert, dass die Schweiz große wirtschaftliche Interessen hat. Ich weiß nicht, ob das manchmal nicht auch überhöht ist, weil für die Schweiz ist der Handel mit China nicht so wichtig. Also es ist, Baden-Württemberg ist der größere Handelspartner als China, das wird immer wieder vergessen und trotzdem wird dieses Freihandelsabkommen derart hochgehängt und das finde ich wirklich ein großes Problem und von daher hat sich die Situation verschlechtert und es ist auch schwieriger geworden und ich sehe darum die neue Zukunft nicht ganz so positiv. Die Schweiz hat eine Sonderbeziehung zu Tibet und das ja, seit fast 60 Jahren. Also die Schweiz war eines der ersten Länder, die tibetische Flüchtlinge empfangen hat. Ich möchte gerne ein kurzes Testimonial aus dem Publikum einnehmen. Und zwar, Pema Lama, du bist seit den 60er Jahren mit deinen Eltern in die Schweiz gekommen. Du kennst die Beziehung zwischen der Schweiz und den Tibeterinnen und Tibetern aus erster Hand. Wie schätzt du das im Moment ein für dich persönlich, die letzten 5 Jahre? Hat sich die Beziehung zwischen Schweiz zu Tibet verändert? Guten Abend, alle miteinander hier sind und Interesse zeigen an unserem wirklich fast schlechten Zustand in der Schweiz als Flüchtlinge. Ich möchte zuerst auch wirklich der Gesellschaft für bedrohte Völker danken, dass sie wirklich so ein Podiumsgespräch veranstalten und uns wirklich beistehen. Und dann zu meiner Situation oder Geschichte. Ich
bin in den 60er Jahren hier in der Schweiz als Flüchtling, als junges Mädchen mit meinen Eltern wurde ich aufgenommen und habe wirklich alles hier genossen: Schulung, Erwachsenwerden, Familienbildung, Berufsbildung und jetzt natürlich Rentnerin. Und da möchte ich sagen, damals in den 60er Jahren war es sehr, sehr positiv für uns alle Flüchtlinge, als wir hier kamen. Wir wurden wirklich mit offenen Armen empfangen. Heutzutage ist die Veränderung so, was ich jetzt wahrnehme, ist die Situation sehr schlechter geworden. Einerseits bin ich sehr traurig darüber, weil wir sind in der Schweiz wirklich als eigenständiges Volk hier aufgehoben. Ich bin mittlerweile auch eingebürgert. Meine Kinder sind hier alle aufgewachsen. Und jetzt ist die Situation, die neu ankommen und die darauf wirklich angewiesen sind, einen offenen Arm, einen offenen Ohr zu haben, das steht jetzt hier auf der Kippe in der Schweiz seit diesen Handelsbeziehungen. Und das macht mich sehr traurig, auch meine Landsleute sind sehr traurig darüber. Früher, als meine Eltern und ich hierher kamen, stand vielleicht in Ausweisen staatenlos, Ethnie Tibeter. Und was ist jetzt die Situation nach dem Handelsabkommen? Chinese, Ethnie, manchmal steht Tibeter, manchmal gar nichts. Und wir sind ja eigentlich als Flüchtlinge hierher in das wirklich gut wollendes Land geflohen, damit wir eine Sicherheit haben, damit wir nicht Angst haben müssen, damit wir hier freie Meinung äußern können und leben können. Freie Meinungsäußerung, das steht ja in der Schweizerischen Verfassung. Das haben vielleicht viele vergessen mittlerweile, vor lauter Handelsbeziehungen. Was ich das mit den Handelsbeziehungen auch sagen möchte, ist mir einmal im Herzen, weil ich finde das sicher gut für, oder meine Leute finden das auch sicher gut für beide Länder, aber Eidgenossen haben alles eigenständig und sind stolze Bevölkerung, das sollten wir nicht vergessen und nicht alles verkauft wird, weil dann haben die Chinesen wirklich Macht. Und die üben sie jetzt aus. Darum bitte ich wirklich auch die schweizerische Regierung mit der Hoffnung, sie mögen wachsam sein, damit wir unsere freie Schweiz weiterhin menschenrechtlich auch unterstützen, aufrechterhalten können und nicht alles verkaufen würden. Vielen Dank. Das ist ein wichtiges Statement aus der Gemeinschaft. Wie gesagt, es gibt ja diese Special Relation, diese Sonderbeziehung zu Tibet, aber diese Special Relation gibt es eben auch zu China. Und zwar führt die Schweiz seit 1991 einen Menschenrechtsdialog mit China. Und die Schweiz ist auch, wie schon ein paar Mal gesagt, das erste kontinentaleuropäische Land, das ein Freihandelsabkommen mit China abgeschlossen hat. Und in diesem Abkommen findet Menschenrechte keine Erwähnung. In beiden Ländern wird der Austausch stark gesucht. Man hat mittlerweile fast 20 verschiedene Dialoge, die am Laufen sind zwischen Schweiz und China. Aber eben, wie gesagt, trotz Dialog, die Situation der Minderheiten hat sich verschlechtert und der Handel nimmt zu. Wie stark gewichtet denn die Schweiz die menschenrechtliche Situation in dieser Special Relation? Paolo Bernasconi, wie schätzen Sie das ein? Sie beobachten ja diese Beziehungen zwischen der Schweiz und China auch schon seit mehreren Jahren. Wie nehmen Sie das wahr wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Ich möchte mich vorstellen in diesem Sinne. Ich bin ein Schweizer Bürger. Ich bin ein glücklicher Schweizer Bürger. Da geboren, meine Eltern waren Schweizer, meine Großeltern waren Schweizer. Ich habe studiert, ich war Dozent in einer wichtigen Hochschule, St. Gallen, war Staatsanwalt, war Offizier in der Schweizer Armee. Ich könnte sogar ein SVP-Bürger sein.
sind aber nicht alle gleich. Ich bin gleicher als viele andere Schweizer Bürger. Ich bin auch katholisch, bin weißer Haut. In unserer Verfassung steht, dass wir alle gleich sind. Stimmt nicht. Aber ich bin mit allen euch Schweizer Bürger da in diesem Saal, fühle mich sehr bedroht. Auch als Schweizer Bürger, als sagen wir, Klasse A Schweizer Bürger. Ich fühle mich sehr bedroht von China. Es gibt ein Wort, das für mich die Geschichte für die nächsten 50 Jahre und vielleicht noch schlimmer und mehr markieren wird. Obor. One Belt, One Road. Das ist das Schlimmste, das wir erleben heute und das viele Völker schon heute erleben. Es handelt sich um den Seidenweg. Es ist euer Weg. Es ist der Weg, um die Macht dieser Diktatur auch außerhalb dieses Landes China zu exportieren. Dank Trillions Geld. Dank Geld werden sehr schwache Demokratien, Zentralasien, Afrika, sogar Lateinamerika, gekauft. Ich habe schon das Wort verkauft gehört. Es gibt Länder, die sich verkaufen lassen oder politische Schichten, die sich verkaufen lassen. Von wem? Von den heutigen chinesischen Regierungen. Sie erleben und sie kennen, was ihr Volk in China erleben muss. Es wurde Xinjiang erwähnt. Es gibt auch andere Minderheiten, die unterdrückt sind. Und insbesondere auch chinesische Minderheiten, das heißt diejenigen, die Dissidenten sind. Die sind alle unterdrückt. Und durch diese so schön und so intelligent und so raffiniert und so, möchte ich sagen, diabolisch erwähnte Strategie des schönen Namen Seidenweg, ich würde ganz etwas anderes sagen, Horrorweg. Es ist ein Horrorweg. In 50 Jahren dann haben wir die Macht der chinesischen Diktatur in der ganzen Welt. Ich fühle mich heute als echter Schweizer bedroht, nicht als Schweizer aus tibetischer Herkunft. Ich fühle mich als Schweizer bedroht. Wir wissen schon alle, wie es funktioniert. Wirtschaftlich, wie es auch in der Schweiz die strategischen wichtigsten Unternehmen gekauft werden. Wie es in den USA, wie es in den anderen Ländern was es in Afrika vorkommt. Und insbesondere auch die Militarisierung der Häfen, die wirtschaftlich erobert wurden, zum Beispiel Djibouti. Djibouti in Afrika wurde militarisiert. Es ist heute eine militärische Basis. Wir wissen schon, dass es Spionen überall gibt. Es gibt eine parlamentarische Kommission in den USA, die sich insbesondere widmet an die Menschenrechtsverletzungen in China, aber auch über Spionage, welche massiv gemacht worden wird in den Vereinigten Staaten, insbesondere durch die Hochschulen. Es gibt chinesische Studenten, die spionieren andere chinesische Studenten und berichten an Mutterland, wie es geht, was die machen und so weiter und so. Das ist wirklich das Schlimmste, das wir heute vorstellen können. Die Beziehung China-Schweiz. Es ist ein makaber Minuett. Diese Geschichte des Dialogs über Menschenrechte, mehrere Diplomaten als gute Freunde, sagen wir um Mitternacht nach einem schönen Abendessen, die sagen mir, weißt du, wir dürfen nie Tibet erwähnen. Das Wort Tibet, es ist ein schlimmer Wort, das dürfen wir nie sagen. Was heißt das Dialog? Es wird einmal pro Jahr irgendwo in einer der tausenden Hochschulen
in China diskutiert über Todesstrafe, über Concentration Camps. Und es gibt so viele im ganzen Land. Es wird nie erwähnt. Tibet, Xinjiang und andere ethnischen Minderheiten werden nie erwähnt. Und deswegen, ich habe sehr geschätzt, ich würde mich gratulieren, schon gratuliert über diesen Bericht, der gemacht worden ist. Darf ich doch einen guten Rat? Schluss mit dem Dialog mit dem Bundesrat. Die Frau Leuter, Bundesrätin, sie war auch bei der Einweihung von Obo, sie hat auch beigefallen. Man muss mit dem Parlament sprechen. Man muss die Parlamentarier, und bedanke mich sehr für die Tätigkeit von einigen Parlamentariern in Bern, man muss die Parlamentarier ansprechen, an ihrem Gewissen sprechen und vielleicht sogar diejenigen, die gegen die Internationalisierung und so weiter, die werden schon verstehen, was für eine große Gefahr für die ganze Schweiz, für das Volk, für die ganze Bevölkerung der Schweiz, diese Haltung der Schwäche gegenüber das chinesische Regime darstellen wird, auch für unser Kleinland. Diese Woche findet wieder mal eine Runde Menschenrechtsdialog Schweiz-China statt, in China selbst. Barbara Gysi, du hast, oder die parlamentarische Gruppe, der du auch zugehörst, du hast mehrere Vorschläge dazu gemacht und auch eine Auswertung des Menschenrechtsdialogs gefordert. Man ist ja da schon seit mehreren Jahren daran. Der Bundesrat hat kein Interesse. Warum? Ja, vielleicht, weil es nicht so viel zu berichten gibt. Die offizielle Antwort, die können Sie selber auch nachlesen, ist, dass man eben sagt, ja, ein Dialog muss hinter verschlossenen Türen stattfinden, wenn man zu viel öffentlich spricht, gefährdet man die Resultate des Dialogs. Aber eben, wie gesagt, vielleicht wird eben gar nicht so direkt gesprochen. Ich habe auch schon anderes gehört, aber ich denke, in der Mehrheit der Fälle ist es so, dass eben die Menschenrechtssituation viel zu wenig angesprochen wird und eben vielleicht gar nicht so viel zu berichten ist. Ich möchte aber auch etwas davor warnen, von der Hoffnung, dass im Parlament so viel zu machen ist. Selbstverständlich, wir sind einige dieser parlamentarischen Gruppe, die auch regelmäßig das Gespräch suchen mit verschiedenen Bereichen der Verwaltung, die Vorstöße machen, die Tibet-Frage sowohl in Tibet selber, die Situation der Menschen, die in Tibet leben, der Flüchtlinge in Indien und Nepal, aber auch die Situation ansprechen. Es gibt aber auch Leute, die wirklich zögern, dann auch Vorstöße zu unterschreiben, zum Beispiel diesen Vorstoß, den ich gemacht habe, der eben einen Bericht des Bundesrates zum Menschenrechtsdialog fordert. Diesen Vorstoß haben wir bürgerliche PolitikerInnen zum Teil nicht unterzeichnet, weil sie einfach gesagt haben, schau, wenn ich da unterschreibe, dann habe ich nachher wieder Telefone von der chinesischen Botschaft. Ich bin auch in der Gruppe Schweiz-China, ich möchte es mir nicht verscherzen. Das ist einfach auch die Situation. Also wenn man sich engagiert für die Tibet-Frage, dann wird man eben kontaktiert. Ich habe selber noch nie solche Anrufe bekommen, aber ich denke auch wir werden beobachtet und stellen auch fest, dass unser Handeln ja eben bekannt ist. Und wenn wir nach Dharamsala reisen, dann kommt sogleich der chinesische Gegenbesuch. Wenn wir den Sikyong im Bundeshaus empfangen, kommt zufälligerweise zur genau gleichen Zeit der chinesische Botschafter ins Bundeshaus. Ich habe der Verwaltung nichts davon gesagt, dass wir diesen Besuch haben. Also das sind all Dinge, die eben zeigen, dass auch wir natürlich nicht im gleichen Maß, aber wir sind auch unter Beobachtung und das, finde ich, muss uns wirklich zu denken geben. Und mir gibt es auch zu denken, wenn eben meine Kolleginnen und Kollegen zum Teil aus dem bürgerlichen Lager eben nicht einmal bereit sind, einen harmlosen Vorstoß wie dieses Postulat zu unterzeichnen. Und die
parlamentarische Gruppe, die war schon stärker mit bürgerlichen Personen besetzt. Das hat eigentlich abgenommen und gerade die Fraktion, die sich ja sonst eigentlich für die Situation in der Schweiz stark macht, die müsste sich ja wirklich sehr viel Gedanken machen, wenn fremde Geheimdienste in der Schweiz Leute beobachten, fotografieren, seien es Schweizer Bürgerinnen und Bürger oder eben auch Menschen ohne Schweizer Pass. Aber ich glaube, das muss uns wirklich zu denken geben und das müssen wir auch politisch viel stärker in den Vordergrund rücken, weil das gefährdet dann auch wirklich die Souveränität der Schweiz. Palmo Brunner, du beschäftigst dich an der Universität, auch mit der Frage Tibet, du studierst Politikwissenschaft. Wie ist denn der Einfluss von China in der Wissenschaft spürbar? Das ist die sogenannte Soft-Power-Strategie, wie nimmst du das wahr? Ja, also zum Thema Soft Power, ich denke, das wird oftmals auch vor allem negativ diskutiert. Eigentlich bedeutet Soft Power Einflussnahme durch Überzeugung, durch Attraktivität und ist in dem Sinne nicht per se etwas Negatives. Aber eben, wenn man sich das anschaut, dass China oder eben auch Russland Billionen von Franken jährlich in Soft Power Instrumente investiert, dann ist das doch etwas, auf das man sich konzentrieren muss und das man auch beobachten muss. Und dazu hat erst gerade kürzlich ein Berliner Forschungsinstitut einen Bericht herausgegeben und ich denke, gerade aus der akademischen Welt sind solche Berichte sehr wichtig, die eben aufzeigen, wie diese Versuche der Einflussnahme auf Europa stattgefunden haben und eben wie auf die politische Elite, das hat gerade Barbara Gysi auch angesprochen, versucht wird Einfluss zu nehmen, auf die wirtschaftliche Elite, auf die Medien, auf die öffentliche Wahrnehmung und eben auch auf die Wissenschaft. Und da geht es wirklich darum, dass man eben die Wahrnehmung der Öffentlichkeit verändert, dass man das eigene autoritäre Modell auch positiv darstellen kann und auch als Variante zu der liberalen Demokratie eigentlich darstellen kann. Und vielleicht noch dazu ist interessant, es gibt einen sogenannten Soft Power Index und da werden die 30 einflussreichsten Länder aufgeführt. China ist auf Platz 25, also nicht gerade weit vorne, hat aber in den letzten 2 Jahren 5 Plätze wettgemacht, ist also ganz stark auf dem Vormarsch. Die Schweiz ist auf Platz 7 und ich denke, da muss man auch sagen, dass eben die Schweiz selbstbewusster sein darf in den bilateralen Beziehungen, dass sie auch gegenüber dem großen China auch selbstbewusster auftreten kann, denn gerade was das politische System natürlich betrifft, aber eben auch die Glaubwürdigkeit, die öffentliche Meinung, da kann die Schweiz mithalten. Und vielleicht, weshalb ist China schlecht, also stellt sich schlecht dar, dass es vor allem eben auch im Bereich der Menschenrechte und dazu finde ich es einfach wirklich auch sehr interessant zu sehen, wie China versucht, deshalb auch gerade das Thema der Menschenrechte unter den Teppich zu wischen, dass man nicht öffentlich an den Pranger gestellt wird, beispielsweise eben dadurch, dass ein solcher Menschenrechtsdialog hinter verschlossenen Türen stattfinden soll. Wir beobachten das auch an der UNO, dass beispielsweise schon der Begriff der Menschenrechte geändert werden soll, dass man versucht aufzuzeigen, dass Menschenrechte auch das Recht auf Entwicklung beinhalten und dass ja da China sehr gut abschneiden, aber eben dass persönliche Freiheiten oder eben auch politische Rechte zweitrangig sind oder eben auch beim Freihandelsabkommen, dass Menschenrechte keine Erwähnung finden. Und da erstaunt es mich schon auch immer wieder auch im Gespräch mit jungen Menschen, wie doch auch solche Instrumente zu greifen scheinen. Ich denke, vielleicht ganz kurz noch, es wurde bereits im Bericht angesprochen, dass eben die Konfuzius-Institute natürlich ein Instrument sind, das auch von offiziellen Parteifunktionären als... Kannst du das kurz erklären? Was ja, genau, die Konfuzius-Institute, da gibt es mittlerweile 500 weltweit und 1000 sogenannte Konfuzius-Klassenzimmer, die dienen dazu, dass man eben die chinesische Sprache lernen kann oder eben auch mehr über die chinesische Kultur lernen kann. Und eben, es wurde auch offiziell von Parteifunktionären als Teil der Soft-Power-Strategie Chinas angesehen. Und was man jetzt gesehen hat in diesen letzten Jahrzehnten, dass immer mehr von diesen Konfuzius
Konfuzius-Institute gibt. Die sind an einer Universität angegliedert, werden meistens halb von Hanban, vom chinesischen Bildungsministerium bezahlt und halb von der jeweils Partneruniversität. Und es hat wirklich sehr viele Zensurfälle gegeben. Es gibt mittlerweile Verbände wie die Vereinigung der Professoren in Amerika und Hochschullehrer in Kanada, die eben auch die Hochschulen auffordern, diese Zusammenarbeit zu beenden. Und weshalb? Weil eben diese Institute auch genutzt werden, um die eigene Narrative zu verbreiten, die eigene Sicht auf Dinge zu verbreiten. Erst gerade Ende Mai, also erst gerade kürzlich hat in München ein Vortrag zu Tibet stattgefunden und da wurde auch ein Vergleich gemacht zwischen der Besetzung Tibets und dem Bürgerkrieg in den USA, der Sklavenbefreiung, und als dann danach die Zuschauer etwas empört waren über diesen Vergleich, hat man einfach gesagt, ja, man hält an dieser chinesischen Version fest, das ist der richtige Weg und andere Wege, Erklärungen werden nicht geduldet, und da sieht man, dass wirklich einfach kein Diskurs zugelassen wird, und das ist wirklich eine Bedrohung auch für die akademische Freiheit. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass eben eigentlich man fast einen Begriff weitergehen kann, neben dem Soft Power und dem sogenannten Sharp Power, das jetzt erst gerade kürzlich so etwas bekannter wird. Sharp Power bedeutet eben, dass es nicht nur um Überzeugung, über Attraktivität geht und dass man durch das andere beeinflussen kann, sondern dass man auch versucht, die Informationsgrundlage zu ändern, damit sich eben Meinungen ändern, und das eben auch durch verschiedene Mittel, wie beispielsweise die Konfuzius-Institute. Vielen Dank, da sind wir wieder beim Thema Wissenschaftlichkeit, freie Meinungsäußerungsfreiheit. Das Thema freie Meinungsäußerungsfreiheit wird stark gewichtet im Video, das ihr ja bereits gesehen habt. Es gab verschiedene Einschränkungsversuche von Seiten China. Wir haben im Bericht verschiedene Sachen dokumentiert. Ein sehr einschneidendes Erlebnis war letztes Jahr, als der chinesische Präsident Xi Jinping die Schweiz besucht hatte und verschiedene Kundgebungen sehr eingeschränkt zulässig waren. Kira, du warst an einer Demonstration in Bern. Wie hast du das erlebt? Genau, ich war wie schon viele Jahre vorher auch schon wieder einmal in Bern an einer Kundgebung. Es war das erste Mal, dass ich unter oder mit sichtbaren Scharfschützen auf dem Dach in der Schweiz demonstriert habe. Das war mal so der eine Eindruck, der schon auch beeindruckend war. Und das zweite war dann nach der Kundgebung, als wir nach Hause gingen, in das Haus meiner Eltern in Kirchenfeld. Es war auch einigen von Ihnen, die das vielleicht schon aus der Zeitung bekannt, machten wir die Bekanntschaft mit der Polizei von Bern, nicht der Kantonspolizei. Es war doch eine gut und imposant ausgerüstete kleine Gruppe von Polizisten, die bei uns am Sonntag an der Tür klingelten, weil eine Tibet-Fahne, die seit 15 Jahren bei uns am Privathaus auf Privateigentum hängt, doch bitte entfernt werden sollte. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Also wie hast du dich gefühlt, als diese Polizistin in deinem Haus waren und etwas sehr Privates von dir verlangt haben? Wir waren sehr empört, zunächst ärgerlich, und wirklich ärgerlich war dann die Erfahrung, dass wir auf Nachfrage darauf hingewiesen wurden, dass die Meinungsfreiheit an diesem Tag in der Schweiz auch für uns, für alle eingeschränkt sei, und dass wir darüber informiert wurden, dass wenn wir die Tibet-Flagge nicht selber abhängen würden, dass dann jemand kommen würde und die abhängen würde. Und es gäbe dafür keine schriftliche Verfügung. Wenn wir aber einen Anwalt beiziehen würden, dann würde der uns das bestätigen, dass das rechtens sei. Wir haben hier einen Anwalt. Wie sehen Sie denn, Herr Bernasconi, diese temporären Einschränkungen von Grundrechten in der Schweiz? Wie ist das aus einer juristischen Perspektive zu interpretieren? Ja, ich muss sagen, dass man hat wirklich die
Gelegenheit verpasst. Man hätte alle diese Erlebnisse in einem Weißbuch einsammeln, einholen und dann dieses Weißbuch am Parlament und nicht am Bundesrat, nicht unbedingt, oder in Kopie als Bundesrat, als Beweis, dass es Verfassungsrechte der Minderheiten von Schweizer Bürgern verletzt werden. Man hat die Gelegenheit verpasst. Wir haben viel gesehen, viel gelesen, wir haben viele Videos gesehen von solchen brutalen Interventionen der Polizei. Ich erinnere mich an eine Gruppe, die in Lausanne war, wurde gesperrt, 2 Stunden, eine Gruppe von älteren Tibetern wurde gesperrt in einem Raum, sodass der Herr Xi Jinping keine tibetische Flagge oder, lassen wir sagen, keine tibetische Gesichter gesehen hätte. Und das ist selbstverständlich eine Lücke, große Lücke. Es gibt eine andere Lücke, Spionage durch Dienste von einem anderen Staat, zum Beispiel China, auf dem schweizerischen Territorium, gegenüber Schweizer Bürgern oder gegenüber ausländischen. Es ist strafbar. Es gibt eine bestimmte Norm im Schweizerischen Strafgesetzbuch, Artikel 2271, der bestraft solche Machenschaften aus dem Ausland. Und die sollten alle angezeigt werden, solche Fälle, sodass die verschiedenen Stellen des Bundes spüren werden, dass das chinesische Regime und die chinesische kommunistische Partei tätig auch im schweizerischen Territorium tätig ist. Aber man muss immer Beweise einholen. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Man fühlt sich bedroht, aber deswegen gibt es Anwälte, deswegen gibt es Organisationen wie die Organisation, die heutige Veranstaltung organisiert hat, die als Schutz, als Schild für Personen, die sich bedroht fühlen, ihre Rechte ausüben können. Ein weiteres Erlebnis bezüglich Überwachung, Kontrolle fand auch dieses Jahr in Genf statt, anlässlich des 10. März. Lisa, du hast es bereits erwähnt, es gab eine Kundgebung auf dem Palais des Nations in Genf und dort kam es auch zu einem Zwischenfall. Wir haben hier auch ein Testimonial dazu. Guten Abend miteinander. Ich wurde eben angefragt, über diesen Vorfall kurz zu sprechen und ich habe mir das notiert, damit ich nichts Falsches sage. Ich habe eben an der genannten Kundgebung teilgenommen, bei der dann auf dem Place des Nations verschiedene Ansprachen stattgefunden haben und dort sind mir und auch weiter in Tibet 2 Männer aufgefallen, 2 asiatische Männer, die beide ähnlich gekleidet waren, sportliches Schuhwerk hatten und mit professionellen Kameras unterwegs waren. Und sie haben relativ viele Aufnahmen gemacht und Videos. Und ich habe zudem beobachtet, wie sie von jemandem vor mir angesprochen wurden. Und dann wurden sie wahrscheinlich nervös und gingen quasi getrennte Wege und haben dann weiterhin gefilmt und fotografiert. Und als sie dann wieder gemeinsam standen, bin ich dann auf sie zugegangen. Der eine ist sofort weg und der andere hat etwas nervös reagiert. Ich habe ihn auch ganz normal gefragt, wer er ist und was ich hier tue, einfach aus Interesse heraus, weil sie schon etwas herausgestochen sind. Und er hat dann gesagt, er sei ein japanischer Tourist und war schon sehr nervös und ist dann sofort irgendwie weggerannt. Ich bin ihm dann etwas motiviert hinterhergerannt, weil ich das Gefühl hatte, dass er wirklich etwas verbergen wollte. Und also ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wer diese Person war und was ihr Hintergrund war, aber ihr verdächtiges Verhalten ist mir sofort aufgefallen. Es war wirklich ein sehr unangenehmes Gefühl, von fremden Personen gefilmt zu werden, ohne zu wissen, was sie mit diesen Dateien oder was sie mit diesen Daten
anstellen und wohin diese dann fließen. Und ich fühlte mich eigentlich in meinem Recht, mich frei zu bewegen, mich zu versammeln und friedlich zu demonstrieren, sehr eingeschränkt. Und ich wollte mir das ehrlich gesagt schlichtweg auch nicht gefallen lassen, vor allem nicht hier auf Schweizer Boden. Und als Tibeterin denkt man natürlich sofort an die Situation in Tibet, an die große Überwachung, die dort stattfindet, mit Gesichtserkennungssoftware und wirklich Checkpoints und Video. Also dort nimmt es ja wirklich ein groteskes Ausmaß eigentlich an. Und in diesem Kontext, dass man hier in der Schweiz also ein kleinstes Anzeichen dieser Überwachung hier erlebt, das ist einfach unaushaltbar und auch nicht akzeptabel. Und deshalb habe ich ziemlich instinktiv gehandelt, weil man auch zeigen muss, also es hat einfach daran erinnert, wie die Situation in China ist, in Tibet, und dass sie aber diese fehlende Justiz und diese Willkür, die sie in Tibet eigentlich exerzieren, dass sie das auch im Ausland nicht entsprechend umsetzen, aber dass sie zumindest die im Ausland geltenden Gesetze nicht wirklich beachten. Vielen Dank für dieses wichtige Statement. Ein weiterer Ort der Überwachung findet auch in Genf am UNO-Menschenrechtsrat statt. Die Einflussnahme ist dort sehr stark spürbar. Wir als Gesellschaft für bedrohte Völker hatten vor 2 Wochen ein ähnliches Erlebnis, als China uns nämlich den Status, ein UNO-Menschenrechtsrat teilzunehmen, entziehen wollte, weil wir einen uigurischen Menschenrechtsverteidiger, weil wir dem regelmäßigen Zugang zur UNO gewähren. Auch hier sind wir auch unter Beschuss, auch als Organisation. Das konnten wir Gott sei Dank klären mit Unterstützung von weiteren diplomatischen Kreisen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber auch wirklich eine Stufe weiter als Menschenrechtsverteidiger, Menschenrechtsverteidigerin selbst. Wenn man aus China stammt, ist man auch dort unter Druck. Man ist auch am Menschenrechtsrat selbst nicht mehr wirklich sicher. Wir haben hier ein Testimonial, ein kurzes, von Golok Chikme, der das selbst erlebt hat. Sie kennen ihn aus dem Video, wo er über seine Erfahrungen in Zürich am Hauptbahnhof kurz Stellung nimmt. Das ist am helllichten Tag passiert, aber es passiert eben auch an der UNO selbst. Einfach wenn du ganz kurz über dein Erlebnis an der UNO sprechen könntest. Golok Chikme wird übersetzt. Können wir kurz mal eine Rückübersetzung haben? Sorry. Golok Chikme hat von seiner Erfahrung an der UNO erzählt.
Ich möchte kurz aus den letzten 3 Jahren meine Erfahrungen sprechen. Im 2015, im März, war ich das erste Mal an der UNO in Genf und damals war auch eine Reuters-Journalistin dabei und es war eigentlich sie, die mir gesagt hat, falls ich Ihnen etwas Auffälliges bemerke, soll ich das ihr sagen. Und damals habe ich noch gar nie irgendwie an eine Beschattung oder so gedacht. Im Gegenteil, wir in Tibet, sie haben ein sehr hohes, sehen die UNO als der Inbegriff der Menschenrechte an und ich hätte niemals gedacht, dass ich in dieser Institution beobachtet werde, fotografiert werde. Ich war am Eingang der UNO, als ich einen asiatisch aussehenden Chinese bemerkt habe und als wir dann im Gebäude drinnen waren, ist er uns nachgelaufen und hat versucht, uns zu fotografieren. Er hat auch dann schlussendlich aus naher Distanz unsere Gesichter fotografiert und daraufhin wurde später von der Journalistin auch ein Artikel auf Reuters verfasst. Super, vielen Dank. Ich würde gerne ein bisschen weiter noch gehen bezüglich Überwachung, was in der Schweiz passiert. Eben, du hast von deinen Erlebnissen jetzt an der UNO erzählt, von deinem Erlebnis am Bahnhof in Zürich, aber die Überwachung und die Einflussnahme findet auch im Internet, quasi Cybernet statt. Beispielsweise gibt es eine kanadische Organisation, Citizen Lab, die haben Untersuchungen gemacht bezüglich der tibetischen Diaspora und sie werden tatsächlich vermehrt Opfer von Phishing, Malware-Attacks und so weiter. Von dieses findet auch in der Schweiz statt. Palma Brunner, du bist Aktivistin, seit mehreren Jahren für Tibet aktiv. Wie schützt du dich vor solchen Attacken? Ja, also ganz ehrlich gesagt viel zu wenig wahrscheinlich. Ja, ich denke, das kennen die meisten, die aktiv sind, dass sie, es ist wirklich schwierig zu sagen, weil es nie abgeklärt wurde, aber seit ich im Verein aktiv war, dass man mehrmals der Computer abgestürzt ist, beispielsweise konnte man merken, dass meine E-Mail in Hongkong geöffnet wurde. Es sind solche kleine Dinge, aber eben, ich denke, allgemein wird viel zu wenig gemacht, obwohl das Bewusstsein eigentlich da ist, dass eben gerade auch im Bereich Cybersecurity oder Cyberspace diese Überwachung stattfindet. Ich weiß nicht, an was es genau liegt, ob es diese Ohnmacht ist, dass man irgendwie doch sowieso irgendwelche Wege fühlt, dass man sich schon ein bisschen damit abgefunden hat. Aber ich denke, im ganz Allgemeinen wird eher zu wenig gemacht und dass es da ganz großen Nachholbedarf auch gibt, um sich in diesem Bereich auch zu schützen. Es geht ja hier auch um die Herkunftsbezeichnung von Tibeter. Und die Begründung der Bundesbehörden, dass es eine reine administrative Maßnahme sei oder um Erfassungsfehler zu korrigieren, ich glaube, hier argumentiert der Bundesrat und die Bundesbehörden nicht ehrlich. Völkerrecht und die Schweiz ist Depositarstaat von der 4. Genfer Konvention. Das bedeutet, die Schweiz hat eine besondere Verpflichtung, Völkerrecht aufrechtzuerhalten. Und wenn die Schweiz in den 60er Jahren Tibeter als staatenlose Tibet bezeichnet hat, dann nicht, weil das irgendwelche lasche Vorgehensweise waren, sondern ich glaube, das war politisch so gewollt, weil Tibet war damals nicht von der Schweiz, hat nicht als Teil von der Volksrepublik China gesehen. Warum? Tibet ist von den meisten Ländern, nachdem sie diplomatische Beziehungen mit China, Volksrepublik China aufgenommen haben, wird als Teil von Volksrepublik China betrachtet. Aber die Schweiz hat die Volksrepublik China schon im Januar 1950
anerkannt. Und allgemein nach Staatenpraxis ist Tibet mit der Unterzeichnung von 17-Punkte-Vertrag am 23. Mai 1951 sagt auch die chinesische Regierung, ist Tibet in den Schoß des Mutterlandes zurückgekehrt. Das bedeutet, dass vor 1951 war Tibet nicht im Schoß des Mutterlandes, außerhalb der Volksrepublik China. Vor diesem Hintergrund hat die Schweiz Tibeter als staatenlos oder tibetische Nationalität bezeichnet. Erst nach dem Abschluss des Freihandelsabkommens und auf Druck der chinesischen Regierung ist jetzt eine Harmonisierung stattgefunden. Das Wort Harmonisierung verwenden die chinesischen Dissidenten in China, wenn ein Dissident verhaftet und ins Gefängnis geworfen wird, dann sagt man, er ist harmonisiert worden. Also hier, ich meine, wenn die Schweiz als ein Land, wo die Schweiz mit dem Sitz von der UNO-Verein UNO-Menschenrechts hat eine Verpflichtung, Völkerrecht aufrechtzuerhalten. Und hier, ich habe beim Auswärtigen Amt, also bei der Schweizer Bundesregierung gesagt, diese Frage ist nicht nur eine völkerrechtliche Frage, sondern die Tibeter wollen durch Verhandlungen mit der chinesischen Regierung eine Lösung suchen, wo Tibet sich nicht von China abtrennt und unabhängig wird, sondern innerhalb der Volksrepublik China eine echte Autonomie besitzt. Aber die chinesische Regierung will nicht in Verhandlungen eintreten, weil sie die Vorbedingung stellt, dass der Dalai Lama öffentlich erklären muss, dass Tibet seit jeher ein Teil von Volksrepublik China, also Volk China gewesen ist. Und die tibetische Seite sagt, lass Vergangenheit vergangen sein. Was die Zukunft betrifft, suchen wir nicht die Unabhängigkeit und Trennung. Wenn wir die Vergangenheit aufrollen, dann wird es noch schwieriger, eine Lösung, eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden. Deshalb, wenn die Schweiz jetzt sich auf den Standpunkt der Chinesen stellt, dass Tibet völkerrechtlich Teil von Volksrepublik China ist, dann dann stellt sich auf die Seite der Chinesen und eigentlich drückt das aus, dass die Schweiz mit der Vorbedingung der chinesischen Regierung gegenüber den Tibetern gegen die Vorbedingungen der chinesischen Regierung nicht einzuwenden hat. Aber die offizielle Haltung der Schweiz ist, dass für das Problem Tibet eine einvernehmliche Lösung durch Dialog gesucht werden sollte. Wenn die schweizerische Regierung den Dialog zwischen Tibetern und Chinesen unterstützen will, ermutigen will, dann muss sie auch in dieser Haltung eine andere Position einnehmen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort fast schon zu sagen. Ich denke, es geht um Haltung, es geht um Positionierung und es geht vor allem um Schutz. Und ein ganz kurzes Schlusswort von allen auf dem Podium, weil wir sehen, der Apero kommt langsam. Was wünschst du dir von der Schweiz, Barbara, in Bezug auf die tibetische Gemeinschaft und auch in Bezug darauf, dass der Dalai Lama im September in die Schweiz kommt und viele Menschen befürchten, dass die Überwachung in diesem Zusammenhang zunimmt? Ja gut, ich fordere und erhoffe natürlich ein klares Statement und Bekenntnis zu Tibet. Persönlich wünsche ich mir natürlich, dass Tibet ein eigenständiger Staat sein wird. Ich weiß, das ist eine Hoffnung, die ich vielleicht, oder eine Realität, die ich vielleicht gar nicht selber erleben werde. Aber ich glaube, darauf arbeiten wir alle hin.
Das ist wirklich meine große Hoffnung, aber heute ist wirklich meine Forderung und meine Hoffnung, dass wir diesen chinesischen Machenschaften wirklich auch einen Riegel schieben, das auch beim Namen nennen und nicht immer so höflich zurückhaltend sind, sondern deutlich oder klar und deutlich eben sagen, was Sache ist und die Menschenrechte von allen Menschen in der Schweiz, aber auch eben auf der ganzen Welt respektieren. Es gibt nicht nur Tibet, aber Tibet gibt es und diese Menschenrechte müssen akzeptiert werden. Ich glaube, wir haben gemeinsam einen ganz, ganz großen Auftrag und einen langen Weg vor uns. Vielen Dank, Paolo Bernasconi. Was sind Ihre Wünsche an die Schweiz? Ja, es sind sicher mehr oder weniger dieselben, die schon die Nationalrätin gesagt hat. Der Bundesrat muss unbedingt seine Haltung völlig ändern. Und er wird nie das tun, solange er nur an die wirtschaftlichen Interessen der Schweizer Ökonomie denkt. Das Lobbyismus der Wirtschaft ist so groß und so mächtig. Und deswegen muss man mit den Schweizer Bürgerinnen zu sprechen. Man muss mit solchen Veranstaltungen wie diesen Abend überall darüber sprechen, sodass die öffentliche Meinung Druck machen wird gegenüber dem Bundesrat, vielleicht auch in den Kantonen. Sie haben erzählt, Sie sind Zeugen von Menschenrechtsverletzungen zulasten von Schweizer Bürgerinnen in Genf, in Zürich und so weiter, in Bern. Deswegen sind auch die Kantone, muss man auch kantonale Parlamentarier ermuntern, dass sie auch das Thema in den kantonalen Parlamenten erwähnen, sodass eine Diskussion nicht nur in Bern stattfinden wird, nicht nur im Bundeshaus, sondern auch in den verschiedenen Parlamenten. Und wenn ich vorher gesagt habe, man muss im Parlament sprechen, also Sie haben und ich habe auch unzählige Petitionen am Bundesrat eingereicht. Und dann wird es eine vervielfältigte Antwort kommen, die nicht sagt. Deswegen, die Petitionen, die müssen an das Parlament eingereicht werden. An die zwei Ständerat und Nationalrat. Warum? Weil dann wird es diskutiert, denn das können Sie besser als ich erkläre. Es wird diskutiert in den Petitionen, in der Kommission der Petitionen und manchmal geht es sogar im Plenum. Und dann haben wir eine Diskussion im Plenum, dann gibt es die Medien und so weiter und so weiter. Das ist ganz anders. Und dann, was Sie da geschrieben haben, so sehr gut, das unterschreibe ich sehr gerne, alle diese Forderungen, aber bitte in Form einer Petition an die Präsidenten, Ständerat und Nationalrat. Dann kriegen wir vielleicht eine Diskussion im Plenum der zwei Räten über diese Frage. Vielen Dank, Paolo. Was ist dein Wunsch an die Schweiz? Ja, ich denke, mein Wunsch ist sicher, dass die offizielle Schweiz mehr Rückgrat zeigt, dass sie weniger opportunistisches Verhalten an den Tag legt und Doppelmoral zeigt, sondern ich denke eben, die Schweiz kann auch eine Vorreiterrolle haben. Sie sollte mehr Mut zeigen, auch eben gerade in den Beziehungen zu China und sich eben auch aktiver einsetzen für die Menschenrechte, für die Einhaltung der Menschenrechte, für das Selbstbestimmungsrecht des tibetischen Volkes aber eben auch ein Thema, über das wir jetzt nicht gesprochen haben, aber wo ich mir sehr viel von der Schweiz wünsche, ist auch im Bereich der Umwelt. Die Schweiz als Wasserschloss Europas hat da eine spezielle Beziehung zu Tibet, das Wasserschloss Asiens. Und da wünsche ich mir, dass die Schweiz mehr Engagement zeigt, aber eben auch von der Schweizer Bevölkerung, dass es mehr öffentliche Debatte gibt, dass es Diskussionen gibt über diese verschiedenen Aspekte, über die wir jetzt auch heute Abend gesprochen haben, dass man da die verschiedenen Puzzlesteine vielleicht auch zusammenfügen kann, um ein größeres Bild des Ganzen zu erhalten.
Und was ich auch ganz wichtig finde von mir selbst, aber vielleicht auch von jedem Einzelnen, ist nicht, dass man nicht einen vorauseilenden Gehorsam hat oder eine Selbstzensur durchführt, aus Angst, dass man beispielsweise bei jungen Tibetern sieht man das, dass sie sich nicht mehr getrauen, sich aktiv einzusetzen, weil sie, früher hatte man noch das Gefühl, es könnte den Verwandten in Tibet schaden. Heute hat man Angst, dass es vielleicht auf die berufliche Karriere eine Auswirkung haben kann. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, dass es jedem Einzelnen, es betrifft uns Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz, aber auch jeden Einzelnen, da keine Selbstzensur durchführt und auch Mut zeigt. Herzlichen Dank an alle Personen, die mit mir diskutiert haben. Herzlichen Dank an alle Testimonials. Herzlichen Dank ans Team, das mich wirklich auch mit unterstützt hat in dieser Kampagne. Und nun möchte ich Sie alle ganz herzlich zum Apero einladen. Die Personen sind noch hier, man kann Sie direkt die Frage stellen, die Sie sicher noch haben. Genießen Sie es und vielen, vielen Dank. Zum Schluss ist es wahrscheinlich für die, was so viel Arbeit leisten werden. Herzlichen Dank.